Guten Abend. 2014 sind wir durch die Ukraine-Krise kal erwischt gehen. Es hat ja keine gemengt, an Europa kennt nach ein Kehr zu Grenzverschiebungen durch Anwendung von Gewalt kommen. Wie sollen wir als Europäische Union mit der Situation da umgehen? Besonders, wo sie so unklar ist. Unklar, weil Ukrainer gegen Ukrainer kämpfen. Unklar, weil nicht immer gewusst ist, wen auf wem seiner Seite steht. Unklar ist auch die Haltung von Russland. Wohl sind sie militärisch präsent, verstoppen auch nicht die Absicht für Separatisten zu unterstützen, aber unklar bleibt aber, wo Russland will rauskommen. Ja, wie soll die Europäische Union damit umgehen? Viele Optionen bleiben nicht, nachdem es zu Recht von den Europäern jedenfalls keine für eine militärische Intervention zu bewegen ist. Bleiben dem nur mit zwei Optionen: Sanktionen gegen Russland und den diplomatischen Weg. Die zwei Optionen können nicht mitnehmen, am kombinierten Effekt Apps bewegen. Für glaubwürdig zu bleiben, müssen die anderen 20 Memberstaaten dann aber alle gut hinter der Politik stehen. Das hat bislang auch bald geklappt. Die neue griechische Regierung hat nämlich schon gemeint, sie können sich aus der Solidarität herausstellen, wird dann aber sehr angelenkt. So Extratouren sind nicht ganz hilfreich, wenn ihr will nach außen geähnter schenken. Es wäre gut, wenn lo aber an den anderen Fragen der Europäischen Union eine einheitliche Haltung anholen. Soweit zu den Prinzipiellen. Wie wäre es an der Praxis? Der 27. Januar ist in Polen der 70. Jahrestag von der Befreiung von Auschwitz-Birkenau kommemoriert ging. Der russische Präsident war auf der Feier nicht offiziell eingeladen. Und das war meiner Meinung nach nicht gut. 74 Jahre nämlich haben die Nazien zu Birkenau mit den Vergasungen abgehalten, aber nicht mehr wie die Armee immer mehr no und Konzentrationslager zurückgekommen ist. Und dann haben die Nazien den Camp geräumt. Wenn ein von all denen, die dann von der Shoah ermöglicht haben, hätte zu Auschwitz präsent sein bei dieser Feier, dann wäre das wohl Russland. Das wäre aber nicht der Fall, und das ist zu bedauern. Das riskiert sich den 1. Mai zu wiederholen, wenn zu Moskau der 70. Anniversär vom Ende des Zweiten Weltkriegs kommemoriert wird. Wenn es der Krise an der Ukraine wollen ein paar Länder aus der Europäischen Union nämlich nicht höchstem Niveau vertreten sind, ob schon sie angeladen werden. Dadurch schenkt mir auch nicht ganz hilfreich zu sein. Ich bleibe der Meinung, die Staats- und Regierungschefs von den EU-Memberstaaten sollen alle gut hingehen, trotz der aktuellen Differenzen mit dem Kreml. Und gerade wegen den aktuellen Differenzen mit dem Kreml. Damit könnte man als Europäische Union den Russen an dem Rest der Welt weisen, dass für uns das Problem nicht an der Vergangenheit liegt, wo die Armee nachweisbar eine große Merit hat, Ende des Zweiten Weltkriegs, aber am Präsent. Wenn die jede Option für Tensionen an der Ostukraine dauerhaft aufzuführen eng diplomatisch ist, dann muss ein Gesprächskanal unbedingt offen bleiben. Eine Präsenz den 1. Mai zu Moskau von vielen EU-Akteuren wie eine Unerkennung für das, was Russland am Zweiten Weltkrieg für die Befreiung gelegt wird. Wenn es heute ganz fundamental Differenzen zwischen der Europäischen Union und Russland gibt, ist das nach lang kein Grund, für das klein zu reden oder zu ignorieren, was Russland für 70 Jahre gelegt hat. Wir könnten damit wenigstens das bisschen von Kommunikation retten, was gebraucht wird, für einen diplomatischen Ausweg aus dieser Krise zu finden, an der ganzen Welt zu weisen, dass nicht die Vergangenheit das Problem ist, aber wohl die aktuelle Situation.